Herr Präsident, Leif Atomgegner, iwwer Atom kin den Stonne schwätzen, vieles gouf schon gesot an net, kann ich net genug Kritik und der Technik ausschwätzen an net oft genug de Risiko erwähnen. Wir stimmen haut iwwer de Gesetz auf, dat de Kader regelt am Fall vun engem Schuld durch Nuklearakcident. Eg Situation, wo hoffentlich nie antrede werd. Wir stimmen haut dofir als egent Gesetz, wo de Kader regle werd. Wir Piraten werden als einen Akkord zu diesem Gesetz gehen. Wir Piraten haben eine klare Anti-Atom-Position. Somit können die Leute in Zukunft hier auf der Lützeburgische Gericht erklären, von der Schuld von einem nuklearen Accident kommt. Wir sind uns hoffentlich alle gut eins, dass wir auf die Atomenergie verzichten. Für Atomfans ist das Argument aber nicht mehr auf den ersten Blick, dass die gefährliche Atomenergie mehr billig ist. Me wann en Folgekächte guckt, dat iwwer Jahrtausenden, dann ass d'Rechnung immens ganz schnell daier. Gunne ze Schwätze vun de Folgekächten am Fall vun engem Accident. Dofir sinn déi Aktivisten, wo sech an der Zivilgesellschaft géint Atomstrom ersetzen, net oft genug zu löwen, an hinnen ass net oft genug Merci ze soen. Et kinden sech nach vill méi Bierger hinnen uschleessen, an sech konsequent géint Atomenergie ersetzen. Was wir Piraten kritisieren, es geht so durchgestaltet, als ob Lützeburg ein guter Schüler an Sachen Atomstrom wäre. Wenigstens glücklicherweise hat Lützeburg kein Atomkraftwerk auf seinem Terrain. Unglücklicherweise verbrauchen aber auch wir zu Lützeburg Atomstrom, ohne selber so ein Kraftwerk zu betreiben. An also parlamentarische Frohen und Ministerin den Piraten bestätigt, dass rund 10% am nationalen Strommix als im Jahr 2018 aus Atomenergie kommen sind. Wir müssen also zu Lützeburg endlich ein Turbo anlegen, mehr Courage abbringen, für mehr umweltfreundlich zu gehen, für allem an der Stromproduktion. Hier kriegen für allem die Gringministerin ein Datz, weil sie nicht erreicht sind 2018 auf ihre Posten. Zter 7 Jahren dezidieren die Gring mat, wie als Energiepolitik soll ausgesehen. Und trotzdem importiert Lützeburg noch immer Atomstrom und investiert via Rentefonds auch nach an Atomstrom. So viel zu der geringer Wirkung an der nationalen Umwelt- und Energiepolitik. Wo die Gringpartei entscheidet, als nicht notwendigerweise auch Umweltschutz dran, mehr heinst du auch 10% Atomstrom. Die MOV-Umweltpolitik von den Piraten ist, dass wir als Land komplett atomfrei gehen, auch am Verbrauch. Am Dezember hatte schon Amengeriert zum Klimaplan kritisiert, dass die Regierung an den letzten Jahren am Klimafonds Suen auf Zeit lädt, ohne das ganz zu investieren. Mit den 180 Millionen, die am Döppe leihen, kann ihn also massiv nachhaltig als Sozial-Energiepolitik fördern und es könnt direkt etwas bei den Leuten tun. Als MOV Energiepolitik ist dafür der Meinung, dass sie komplett auf den Import von Atomstrom verzichtet und an der Klimakrise massiv erneuerbare Energien ausbaut. Für den Stromverbrauch von nuklear auf erneuerbare Energien umzustellen, fordern wir Piraten, dass der Staat massiv auf öffentliche Gebäude Alternativenergien ausbauen soll. Das Ganze soll aber nicht für den Profit gemacht werden, sondern ein Kooperativ mit den Bürgern, die das Strompreis zu gut kriegen. Das sind die gut investiert zu. Das ist der Mofe Weg mit Courage für Lützeburg fit zu machen für eine gesunde Umwelt. Weil wie kann Lützeburg selber an andere Länder überzeugen, nicht mehr Atomstrom zu setzen und somit ein Gesetz wie Haut überflüssig zu machen, auf einem Markt, auf dem kein Atomstrom mehr gekauft wird. Auch nicht von Lützeburg. Noch kurz zur Situation mit der Belgien. Wir haben heute eine Situation, wo wir noch 400 Jahre bei einem Atomkraftwerk gewonnen haben. Aber wieso haben die Länder nach Atomkraftwerken? Weil der Hunger auf Energie bei der Bevölkerung ungebremst ist, weil sich Klienten fanden, weil über Jahrzehnte vergiss gouf an neue umweltfreundliche Technologien zu investieren. Die Stromindustrie hat an der EU eine große Lobby, ja eine Lobby, die leider viel Einfluss auf Entscheidungen an der EU hält, am ihrem Propaganda- und Falschbild vom Atomstrom verkauft. Wir machen der Belg zu Recht Druck für nicht hier Endlager vom Atommüll nur bei uns Grenzen zu setzen. Genau richtig, auch wir Piraten so klar nehmen. Allerdings hat mir Piraten aber gut nicht gut von tun,
war wie amateurhaft ministerisch an noch eng Geringpartei viergängen ass mat also Belsche Noperen, also Belsche Kollegen. Eng amateurhaft Pressekonferenz Moes am Mëttes huet die Geringpartei heiner an der Chamber eng kleng Show aufgezummert eier aktueller Froh. Wieso do net eng transparent Deklaration oder eng Kommission vun der Minister an der Chamber, anstatt eng Showbühn fir hier Partei anstatt eng Pressekonferenz? Me ja, mir Pirate verstehen, dass es für die geringer Moment schwerer als an der Regierungskoalition. Dat bedeit für eis aber net, dass in den diplomatischen Tischefall am Nopeschland auslesen darf. Wann wees, dass op de gute Willen von engem Partner ugewiesen ass, da muss och gut vierberät a gut evaluiert Virgo für sein Ziel zu erreichen. Weil das klar, wann Belsch lo stur bleibt an durch diesen diplomatischen Tischefall kein positives Resultat für das Land werde rauskommen, dann als klar die Verantwortung von der Minister Carol Diesbusch. Als Piraten hört dawer verwundert, dass an der Diana Regierungskollegen, vor allem der Kapitän von der Equipe, der jo sech bekannt für eine ruhige Entschädungskultur ist, do net de geringe Partner aus engem Aktionismus gebremst wird. Auch wenn mir Piraten da weiß, wie ministerisch sich durchstellen wollt net delen, so sie mir aber klar mit der Regierung op enger Linie, wat Resistenz gegen den Atommüllärger umgeht. Wir hoffen, dat Gesetz, wat haut gestimmt wird, wird nie gebraucht gehen. An das an naher Zukunft wir werden können an einer atomfreier Welt leben. Muss ich juste Courage opbringen. Merci. Très bien. Merci vielmals, Herr Görgen. Die Regierung hat Wort. Madame Umweltministerin. Madame Diesbusch hat Wort.